Herr Karteiser, die Herr Präsident, die Damen und die Herren, das ist eine gute Initiative für den Heuriver können zu schwätzen. Ich will aber konträr zu dem, was andere Redner gesagt haben, deutlich mehr kritisch sind. Ich meine, so ein Rapport wie der vom ECRI, der wir nicht überbewerten, das ist eine Gruppe der Experten. Und das wird die Rekommendationen, das sind keine Vorschriften. Ich meine, auch da muss man immer kritische Blick drauf behalten, das Interessante zu lesen, mit das nur nicht, was wir irgendwie gezwungen werden umzusetzen. Was mich aber viel mehr stört, dass Datei eine Reihe Kommentare an dem Rapport stehen, die entweder negativ sind für das Land oder einzelne Leute oder Gruppen hier am Land, oder einfach dénué tout fondement, die einfach falsch sind, was die Sache angeht. An der Datei, weil ich aufgrund von dem Rapport probiert habe, mit dem ECRI in Kontakt zu kommen, wie mit ihnen zu diskutieren, wie verschiedene Sachen zu klarifizieren, mit das war unmöglich. Und das ist interessant, für zu sehen, dass die Gruppe für den ECRI, die Gruppe der Experten, zwei Sachen behauptet, aber nicht für eine Diskussion zur Verfügung steht. Ich so nicht, wie das genau gelaufen ist. An dem Rapport steht eine Passage über die ADR, mit dem ich absolut nicht d'accord sehen. Und das wissen Herr Henkes, der Colombera, noch ganz gut, wie man es abgeregt hat, über Behauptungen, die dort Rastungen, an die falsch sind. Darüber hin habe ich probiert, Dekri über Telefon zu erreichen, dass die soll zurückrufen, keine Antwort. Dann über Brief, keine Antwort. Dann habe ich den Generalsekretär vom Conseil de l'Europe geschrieben, den Herr Torbjörn Jagland, der soll den ECRI bitten, mit dieser Kontakt zu treten, keine Antwort. Darüber hinaus den Herr Thomas Hammerberg hat zu Lützburg gewinnt, den Kommissar für Menschenrechte im Europarat, schon gebeten, dem ECRI zu sagen, soll doch Kontakt mit uns aufholen, dass man könnte mit ihm diskutieren, keine Antwort. Darüber hin habe ich den Herrn Minister Asselborn geschrieben, soll der Lützburger ständige Vertreter beim Conseil de l'Europe bitten, den ECRI, dass sollte man da Kontakt aufholen, wie das können sie diskutieren, keine Antwort. Und da ist aber so der Punkt erreicht, wo ich muss sagen, es kann doch nicht sein, dass eine Kommission, die sich wegen Rassismus und Intoleranz Sachen an die Welt setzt, aber nicht zu einer Diskussion zur Verfügung steht, sich nicht meldet, sich totstellt, wenn Kritiken oder wenn es Diskussionsbedarf wird, wo so besteht, für ihre Rapport zu diskutieren. Ich kann immer so, mir als ADR, und ich bin überzeugt, Herr Henkes und Herr Colombera gesehen das auch noch so, mir wäre froh, wenn die gegen eine politische Kommission kommen, dass wir dann mal können diskutieren mit denen Leuten, weil was doch nicht geht, als dass da Kommentare über Lützeburg oder Teile von der Lützeburger Gesellschaft gemerkt gehen, und dann sind nicht da, wenn es darum geht, für das zu diskutieren. Das ist inakzeptabel und das ist kein Beispiel für politischen Anstand, was den ECRI liefert. Und wir werden und wir erhoffen uns eine Unterstützung in der Seite von der Lützburger Regierung genau an die Richtung, dass man nicht nur eine Liste von Vorschriften oder Rekommendationen gemerkt kriegt, mit der das an einer anständigen Form in der zivilisierten Leute auch muss können diskutiert gehen. Das war bislang nicht der Fall. An der Lacune, muss kompliziert gehen. Ich sage merci. Merci dem Herrn Karteiser. Und als letzter Redner ist Herr Colombera.